eigentlich auch, kein Problem. Ich bin Nathalie und mache die Lehre in der Landi. Ich heiße Jenny und bin Lernende in Irlandi. Und ich bin Kim, ich bin Biologin hier im Technorama und wir machen heute im Potsblitz-Quiz mit. Abendrot, Schönwetterbrot, Morgenrot. Abendrot, Schönwetterbrot, Morgenrot, Sommerrot. Schlechtwetterbrot. Genau, ja. Sagen wir das. Jetzt kannst du erzählen. Okay, was? Abendrot, Schönwetterbrot, Morgenrot, Schlechtwetterbrot. Die richtige Auflösung ist Abendrot, Schönwetterbrot, Morgenrot, Schlechtwetterbrot. Ich brauche die Bauernregeln sehr viel, weil wenn morgen ein Morgenrot ist, dann kommt es garantiert regnen. Und dann schaue ich, dass das Futter, das Heu im Trockenen ist. Bei tiefem Sonnenstand legen Strahlen einen langen Weg zurück. Das stimmt, ne? Ist nicht umgekehrt. Aber wenn es ja tief ist, jetzt ja weniger Ja, lang. genau. Dann wäre es Nein, weil sie ist ja, wenn die Erde rund ist und sie ist tief, dann kommt sie nicht gerade von oben durch die Atmosphäre, sondern schräg. Dann hat sie einen längeren Weg. richtig oder falsch? Ich habe gesagt, es ist richtig. Also, wir vertrauen Also. Kim. Die Wolken geben rote Lichtstrahlen ab. Was meinst du? Ich denke, es ist falsch. Ich glaube es auch. Dann darfst du Licht in die drücken. Wolken wäre ja geil. Oder? Also, Mit LED-Lichtchen? Ja, so LEDs aus der Wolke rauskommen. LED-Wölkchen. Die Sonne bringt Partikel in der Luft zum Leuchten. Ja, ich wäre voll dafür. wenn es so staubig ist, siehst du ja da noch nichts. Beim Abendrot entstehen im Westen große Wolkenformationen. Nein. 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 Ist diese Bauernregel wissenschaftlich? Ich könnte es mir vorstellen. Weil wenn es ich glaube, es wird vor allem rot, wenn irgendwas in der Luft ist, irgendwelche Partikel. Vielleicht so ein bisschen Wasser oder so. Und dann könnte es sein, dass es am nächsten Tag regnet oder neblig ist. Aber Wäre noch einleuchtend. Dann weiter ja. ja.